No enger kurzer Gedenkminute für den verstorbenen Norbert Konter wäret dann unter Vereidigung von denen Neigewählten. Hage simmer lot Vereidigung von einem Deputy Maire Gilles Roth. E wunderschöne guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Mama TV für die erste Ausgabe vom November 2018. Wie all Jahr am Hirscht gibt es dann noch dieses Jahr die offizielle Abweihung zum traditionellen Hirschmarkt. Vereinsvertreter, Sie froh haut ich auf einem großen Parking vom Kinexpont zu begrüßen. Das schon die 11. Hirschrentrée von einem Märmarkt, die wir zusammen dann haut auf diesem Freitag am September werden feiern. Es gibt wie immer frisch Obst von unserem Lokalproduzenten Hugo Kreinse, frische Käse, frisches Fleisch von Metzler Bursch, und da gibt es auch Honig, es gibt sogar Stadt mit Hundsfutter, Oliven, mediterranen Produkten, die KGM2, ich gesehen den ganzen Körper, Verein, da haben stehen, die sind auch wie immer dabei, und dann haben wir neu auf diesem Hirschrentrée Kürbisse von der Familie Leitemhai von Mermer. Ihr wisst, dass wir auch dieses Jahr an unserem Park Brill eine solche Aktivitäten hatten. Wir hatten die Chance, mit dem Wirt, da werden eine Konzerte da, Terrasse als mit neuen Mivelen, bemivelt, und das ist schön. Wir hatten noch Chance, dass wir mit dieser großen Leinwand, nicht nur beim Fußball, mehr noch beim Tour de France, an all andere Aktivitäten viel Leute hatten und schwenken über den ganzen Sommer. Heute hat sich als regelrechte Familientreff durchgestaltet, wo wir auch hoffentlich auf froh drauf sind. An Planungen für das nächste Jahr, die sind schon am Gangen. Planungen sind auch am Gangen für den Christmarkt. Der Christmarkt, der wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich als Christmarkt auf der Platz sein, zwischen der Allergemeng und dem Schloss. Die Eispiste, die wird stehen am Haff von dem Mermer Schloss. An der Chalet, die kriegt ein Licht an der Platz, die stellen wir da, wo die Parkplätze vom Schafferrot sind. Da seid ihr direkt auf der Eispiste. Der Chalet ist dabei. Den Marcel Schmidt ist am Gang zu gucken mit den Vereinen, für dass wir da Aktivitäten über die praktisch 3 Wochen haben. Auch an dem Chalet, die Gemeinde sucht dann auch für das musikalische Enkadrement an Vereine, für das wird fließen lassen. Da wollte ich auch so einen Rückspruch mit dem Roger Negri, dass gesehen hat, dass wir am Gang sind für Sanitäranlagen. Sie merken, dass ein Projekt, das kostet nicht mehr wie 100.000 €. Das geht durch. Das geht aber auch anständig. Toilette werden geliefert gehen rund einen Monat. Und da gucken wir, dass wir das provisorisch an Betrieb holen. An der Verweigerung, die wird man dann sicherlich am Frühjahr merken. Wir gucken sehr, wie wir für die Toiletten da sind, dass wir das können auch an Betrieb holen. Mir bleibt zum Schluss nach ihr merci zu sagen, dass ihr alle gut gekommen seid. Stellvertretend für die Märktleit Madame Guden, der sind 3 Klienten bei uns, und stellvertretend auch für Recht und Ordnung. Also Märktmann, der Patrick Cohns, nicht zu verfehlen an seiner traditionellen Uniform. Garde Kommunal, das ist ein Titel, den hält keinen mehr weg. Und dafür, Patrick, merci für dein Engagement. Und ich wünsche euch für einen, den auf den Markt könnt, all das Beste, der Marktleute gut Geschäfte. Am Namen vom Lützeburger Marktverband will ich euch begrüßen, liebe Klienten, Herr Bürgermeister, Schaffen und alle Leute aus dem Gemengerot. Und die Klasse natürlich auch, weil den hat die meisten Nerven mit uns hier umgehört. Nach den langen Congé fangen wir die neue Marktsaison an. Stehen sind alle Guten hier auf der Platz. Wir sind gut ausgerastet und haben voller Elan für zu schaffen. Als Markt stehen sie gut gefüllt mit frischen und qualitativen Produkten. Hier im Markt fand der Obst und Gemüse vom Gärtner, Fleisch vom Bauernhof, selber präpariert Oliven, Brot, Kuchen und Gebäß, selber gekochte Gebäß, Honig, Fietz, Käsezochten, Sauces, Poulet und frische Nudeln. Wir wollen ja alle gut und gesund essen. Dafür lebt Klienten, kommt auf den Markt ankaufen. Da wisst ihr auch nach, wo ihr hier könnt. Und ihr könnt auch nach froh, wie es präpariert wird, wenn ihr verschiedene Sachen noch nicht kennt.
Wenn wir ehrlich sind, da beschäftigen wir uns ganz gerne mit dem Thema gut essen und gut trinken. Ob das daheim ist oder ob das im Restaurant ist. Aber so, da haben wir genug Gläser getrunken. Wurde schon den schönen neuen Blumenstand hier gesehen? Mit all den schönen Hirschblumen und Pflanzen. Wenn ihr das gesagt kriegt, ihr richtig Lust zu kaufen, für neue Arrangemente für daheim zu machen. Viele Leute sagen, der Markt den ist mir zu teuer. Ich kann mir das nicht leisten. Mir das ist nicht vor, liebe Leute. Weil, wenn du am Supermarkt einkaufen geht, da ist dann alke eine gratis. Das ist viel zu viel. Du bezahlst just das selbe. Und er nur geheiterte Wäsche, weil das Verfallsdatum aufgelaufen ist. Und dann nur der Abend nichts davon. Und dafür, wenn der Markt das kauft, und der erste das, was er kauft, dann ist es nicht mehr teuer wie der nicht. Mit der ganzen bisschen Fantasie kann ich noch ganz viel Reste ganz einfach verwerten. Mit gemäß ein bisschen Käse, eine paar Scheiben Salami oder Ham und die Restware kann ich ganz schnell eine gute Pizza machen. Und das sind als kann auch noch Frau. Herr Bürgermeister, ich soll erst vielmals merci, ich soll erst vielmals merci für die Reklamen, die der für uns macht und auch für das Rentrée. Ich bedanke mich bei all unseren Sponsoren vom Marteverband. Das sind all die Gemengen, die ein Rentrée mit uns feiern. Spurkäse, Transchaminka, Provençal und Firma Großbusch. Merci für das Nullausstrahlen. Es sind aber auch noch Blumenflächen, wo ich mich da noch für die Pflanze. Ja, ganz lieb, ist nett. Künstler aus der Gemeng Mama, die von Jahr zu Jahr immer mehr kreativ gehen, hat noch dieses Jahr auf eine ganz flotte Ausstellung invitiert. Ganz herzlich hier an der Galerie für Darstellung mit den Künstlern aus der Gemeinde Merma.
Was aber ganz lebt, das sind 10 Stück, die von Anfang dabei wären, die Märchen nicht machen. Und das wären da viel für uns. Nur müssen wir sicher für das Fangen, für alles abzufüllen. An der Galerie haben wir notwendig gekriegt, weil wir hatten nicht mehr das Centre kulturell gefragt. Aber wie wir die Galerie gekriegt haben, tun die Leute die hier hochgeboten. Und dann werden wir tun, die dann aufgesucht haben, und da haben wir lieber nicht mehr 5 Stück. Also, das ist aber schön gefällt, das muss ich so. Und ich hoffe, dass Darsteller Success haben, und dass es eine schöne Darstellung für jeden ist, so dass wir nächstes Jahr hoffen, dass es besser geht mit diesen Darstellern. Weil das schwierig, von 10 Stück, das sind noch viel. Cup of coffee, it has been quite a day. Turn on the heat, I'll cook a cup of coffee in your favorite way. Scoot on over here, grab a beanbag or the sofa. Take the weight off your feet. Turn down the lights and come a little closer. Let's make it hot and sweet. Mocha or Java, black or Olay, you got my favorite blend. We'll drink a cup. We'll sip and sup. Merci, Madame Präsidentin, liebe Leute, liebe Aussteller, alle Guten. Das ist gut, dass wir morgen eine Ausstellung hier offiziell abweihen an dem Freire Commis Agricole, so dass die nächste Galerie auf der Kerb. Aber wissen Sie, wie das nicht angeweiht ging? 2002, das war die Zeit, wie das Flugzeugaccident war, umfindet. Das ist also schon eine ganz lange Zeit, das sind über 16 Jahre hier. Das Gebäude heute hat gemeint, damals für 500.000 Franken gekauft gehabt. Von dem Commis Agricole von der Kerb. Und du hast das an drei gesagt, und ich meine, die Summen, die man damals investiert haben, die sind richtig gut investiert. Weil das ist zusammen mit dem Maison Richein hier drin, ist das wirklich ein flotter Komplex. Wir haben das immer genutzt für kulturelle Zwecke, das soll auch weiter so der Fall sein. Und wir haben, das hat am Gemengebuch gelesen, ein neues Projekt, nämlich, dass wir das Centre kulturell darüber, dass wir den noch 30 Jahre Betriebsfähigkeit, dass wir den Lichtwerte umbauen, dass wir den optisch so gestalten, dass das mehr ein Attraktionspunkt gibt für die Kerb, mit dem Park, den wir für drin haben, und dass dann auch sanitär annähern darüber, dass die besser können ausgestattet gehen. Das wird man werden merken, dass wir die Klasse ein, die eigentlich handeln drüber, weil das war früher eine Schule, dass die Mat können genutzt gehen, mehr auch für kulturelle Zwecke. Es gibt ein wirklich ein flotten Projekt, was alles hier steht, müssen wir die können am so ein Frühjahr, Ausstrahlen nächstes Jahr, müssen wir die können aufhängen an der Chantiers. Das ist der Kerbmarkt von den Flotzer, Kerb ist nach immer der kantonelle Hauptort. Und so wie wir es organisiert haben, haben wir immer geguckt, dass wir eigentlich an den 3 Ortschaften auf der Kerb zu Member anzuholzen, dass wir da immer Aktivitäten, auch besonders an dem kulturellen Bereich haben. Dass wir so viel Lokalkünstler haben, der das auch nicht mehr zu unterstreichen. Let's drink a cup. We'll sip and sup. Let's see how the evening ends. It feels so nice to be so close together, with my head on your arm. I'm in paradise, it doesn't get much better. Let me keep you safe from harm. So why not stay here and have another coffee with me? Dei nei Awohner aus der Gemeng Mama kräen all Joers hir nei heemecht firstalt, an dat op der Fête de Bienvenue. All Joer invitéiert den Mammer Schafferrot op hir Fête du Bienvenue. Hei kreien die nei Matbierger aus der Gemeng Servicer aus der Gemeng firstalt.
was young, I never needed anyone. Ich begrüße euch auf der Journée de Bienvenue. Das ist ein traditioneller Bestandteil von unserem neuen Gemengeleben. Ayant parcouru un peu les rangs, moi je pense que je m'exprimerai en français dans quelques minutes. Donc je vous souhaite la bienvenue ici à la journée de bienvenue dans la mairie de ma mère. Vous vous retrouvez en fait sur invitation qui a été adressée à tout le monde qui se trouve à la commune, qui est résident de la commune depuis au plus un an. Et je me permets de vous présenter un peu notre commune. Vous avez pu vous familiariser ces derniers temps avec les infrastructures, avec la vie associative, les manifestations culturelles, sportives et autres qui se sont déroulées dans notre commune. Donc la commune de ma mère, elle compte maintenant à peu près 9637 habitants, ça change de jour en jour. Et parmi ces 9637 habitants, il y en a 49% de non-luxembourgeois et 51% de luxembourgeois. Et je dirais la majorité des gens habitent ici à ma mère avec 7322 habitants. Holzem en compte 627 et Capellen 689. Il y a non pas moins de 94, donc 94 en belge, nationalités différentes ici dans notre commune. 547 Belges, 165 Anglais, 161 Danois, 115 Espagnols, 926 Français. Ça représente quand même presque 10% de notre population de la commune. Et un peu, je dirais, étonnant, c'est qu'il y a 214 Grecs. 214 Grecs. Ça, c'est beaucoup. Et quand vous avez pu fréquenter le parc Brill, vous avez certainement remarqué que durant les week-ends, il y avait toujours des soirées grecques sur la terrasse du nouveau pavillon. Et il y a 577 Italiens, 4737 Luxembourgeois, 550 Portugais et 157 Roumains. Voilà pourquoi, dans cette communauté internationale, je suis tout à fait fier de vous accueillir. Je me permettrai, une fois pour toutes, de vous présenter de gauche à droite tous les membres du conseil communal, du moins qui sont présents en cette soirée, et sur les 13 qui sont membres du conseil communal, il y en a quand même un certain nombre qui a tenu à assister à cette soirée de bienvenue. Il y a Madame Adèle Schaafhaas, qui est conseillère de Holzem et qui a rejoint le conseil communal depuis les élections communales de 2017, et elle représente le parti des Verts. Il y a Monsieur Roland Trausch, qui représente en tant que conseiller le parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Il y a M. Romain Rosenfeld, également conseiller du Parti socialiste luxembourgeois. Il y a M. Tom Kerschenmeier, le plus jeune de notre conseil communal. Il est représentant et fraîchement élu depuis 2017 du Parti chrétien social. Il y a M. Luc Feller, ancien échevin, conseiller communal du Parti chrétien social. M. Roger Négri, premier échevin, ancien député. Membre du Parti socialiste luxembourgeois, on ne peut plus dire Parti ouvrier, c'est Parti socialiste luxembourgeois. Moi-même, bourgmestre et député, oui, du Parti chrétien social, M. Schmitt, Monsieur Schmitt, qui est non seulement président de notre musique locale, mais également échevin aux affaires culturelles, sociales, écoles et sportives de notre commune, membre du Parti chrétien social, Monsieur Jean Beissel, conseiller du Parti chrétien social, et Monsieur Sven Bindels, unique représentant du Parti libéral de ma mère, donc un colistier de M. Bettel. Tout cela étant dit, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je vous inviterai à vous impliquer dans la vie associative, soit personnellement, soit avec vos enfants,
que vos enfants, dans la mesure du possible, fréquentent l'école publique luxembourgeoise. Il y en a beaucoup qui fréquentent l'école européenne, qui est un joli bâtiment, un enseignement, je dirais, exemplaire également. Et pour le reste, je vous souhaiterais la bienvenue, donc encore une fois officiellement dans notre commune. Si vous avez des questions à poser, il y a toute une ribambelle de nos fonctionnaires qui ont également tenu à être présents en cette soirée. Il y a les représentants de nos pompiers locaux, il y a des représentants du Kinexport, il y a des représentants de notre Bierschaftscenter, c'est-à-dire notre service de population, il y a des représentants de la police grand-ducale de Capellen, il y a des représentants de tous nos services, du secrétaire communal au préposé du service technique communal. Je dirais on est la 10e commune en taille d'habitants du Luxembourg. Il y a beaucoup plus d'activités que d'autres qui nous précèdent en taille de volume d'habitants. Je demanderais vraiment que vous vous sentiez bienvenue ici dans notre commune. On n'a jamais eu de problème entre luxembourgeois et non luxembourgeois. Et si jamais vous avez éprouvé un problème, soit urgent ou pas urgent, mais n'hésitez pas à vous adresser soit à nos services communaux, soit directement aux représentants politiques et à fortiori, bien entendu, les membres de l'exécutif, c'est-à-dire les membres du collège échevinal. Mam Oldtimer Day zu Mama hält also Programm für Haut op. Irsch viel Spaß! Stranded in this town, my machine slows down. Take me where the night begins. Playing everywhere, loving here and there. I always take the chance to win. Drove a million miles, gambling routes my life. I only stop to start again. Mon nom est Annick Paquet, je vis à Mamers. Et donc c'est tout à fait normal que j'ai choisi la commune de Mamers pour faire une rencontre entre les Porsche refroidis à air et à eau. Moi je suis devant une Porsche qui est assez connue à Luxembourg, qui s'appelle la Zena. C'est une Porsche de 1992, une TLU. Donc elle est sortie comme elle est là de l'usine. Et en fait cette Porsche, elle roule pour les enfants atteints du cancer. Elle porte aussi l'emblème donc du driveformiles.org. Ça, c'est une ASBL qui est ici à Mamers, dans les bureaux de l'immobilière Guy Flehner, qui est d'ailleurs Guy Flehner, notre président pour le Luxembourg. Et aujourd'hui, on a rassemblé une vingtaine de Porsche qui vont rouler sur un petit rallye gentiment, qui vont faire des miles. Et chaque mile est doté d'1 euro. Et cet argent est utilisé pour des rallyes où nous avons les enfants atteints du cancer à bord dans nos Porsche. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le président du Porsche Club Classique Luxembourg, Marc Holz, qui depuis qu'on existe nous a toujours beaucoup aidé à rassembler les Porsche et à faire rouler les gens et les Porsches avec nous. Et je vais vous le présenter, je vais lui passer le microphone. Merci Annick. Voilà, ich stelle mich dafür, ich bin Olsen Spark, ich bin der Präsident vom Porsche Classic Club Lützeburg. Der Club besteht seit 1999 bis dann nächstes Jahr 20 Jahre. Wir haben 170 Membern, wo überhaupt nicht klassisch Porsche selbstverständlich an dem Club sind. Klassisch, das heißt von 1948 mit einem 356 bis 1993, das ist 1997. Voilà, wie Tannik als gefrot hat, ob man nicht vielleicht als Summe setzt für etwas zu machen, für einen guten Zweck. Und ich meine, du kannst jeder reden, aber nicht helfen, wenn wir spontan sagt, ja, wir sind dabei, das ist nur für zwei, dass wir dabei sind. Und auch Zukunft wird weisen, dass den einfach muss, nicht nur an der Autosbranche, sondern an allen anderen Gesellschaften muss man helfen, für die Leute, denen es nicht so gut geht wie uns, für irgendwie eine enger Funktion Möglichkeit zu gehen, für ein paar schöne Momente zu machen. Ja, ja. When passion
Das war die Emission vom 1. November 2018. Nach eng Matdelung an eigener Sach, und zwar Mama TV, wird an Zukunft verstärkt, Doc dem offenen Kanal an exzellenter HD-Qualität zu gesehen. Guckt lo schon an ihre Programmzeitschriften wie dem Teleekran der Revue an noch alldach am Lützebäuer Wort nur den neuen Ausstrahlungszeiten. Ich soll nicht merci für nur gucken, bis an 2 Wochen.